Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnenopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühnenopfer, Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu bestimmten Leistungen auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. So gut, der Text, was für eine spannende Passage aus dem Römerbrief. Ich habe in der Corona-Zeit, ich habe das vor 2 Wochen schon erzählt, habe ich gedacht, komm, ich investiere mal etwas. Man hat ja mehr Zeit oben und ich habe einen Kochkurs online besucht von so einem Masterchef. Ich habe da Geld gezahlt und er hat mir das Kochen beigebracht. Das ist fantastisch. Er hat mir die Augen geöffnet für die kulinarische Vielfalt. Und heute vor 6 Jahren, habe ich geheiratet. Meine Frau und ich sind seit 6 Jahren verheiratet. Amen. So fantastisch. Und weil ja Sonntag mein Arbeitstag ist, haben wir gedacht, komm, wir feiern den Hochzeitstag am Samstag. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gehen wir mal so richtig fett essen. So richtig fett. Oder ich war so auf diesem kulinarischen Trip und so. Und dann haben wir uns einen Platz reserviert in so einem Michelin-Stern-Restaurant in Bubendorf. Und wir haben gesagt, wir haben noch nie den Hochzeitstag so gefeiert. Komm, jetzt ist scheißegal, jetzt geben wir Geld aus, jetzt hauen wir richtig rein. Ich habe es super gefunden. Marisa hat Fisch nicht gern. Etwa 5 von 8 Gängen haben Fisch drin gehabt. Aber nein, es ist fantastisch gewesen. Und ich habe vor 2 Wochen die Römerbrief-Serie eingeleitet. Und ich habe gesagt, dass wir uns mit den Grundlagen vom Glauben beschäftigen, mit den Grundlagen vom Evangelium, aber dass wir das nicht im Fast-Food-Modus machen, sondern richtig eintauchen und einmal ins Detail graben, was eigentlich Grundlagen vom Evangelium sind. Und der Paulus hat einen Römerbrief geschrieben und der ist perfekt für das. Ich möchte heute im Detail über 2 Sachen reden. Erstens über das Kreuz. Bedeutung vom Kreuz. Der Ort, wo für uns Christen das Entscheidende passiert ist. Und der zweite Gegenstand, den ich heute darüber schwätzen möchte, ist die sogenannte Bundeslade. Bundeslade. Es ist der Ort im Alten Testament, wo man gesagt hat, Gott ist präsent. Gottes Gegenwart ist dort verdichtet. Und das ist der Gegenstand, der im Allerheiligsten war, im Tempel oder in der Stiftshütte. Und man hat gesagt, Gott ist gegenwärtig. Natürlich, man hat gewusst, Gott ist überall. Gott ist nicht limitiert auf das. Man hat gesagt, er hat keinen Platz, um Gott dort rein zu tun. Das heisst, das war wie sein Thron. Seine Füße haben knapp Platz gehabt. Dort hat Gott gesagt, möchte er dem Volk Israel begegnen. Er hat Mose gesagt, er soll die Lade bauen. Und er hat ihm gesagt, er soll das Gesetz, die 2 Gesetzestafeln, also den Bund, dort in den Kasten reinlegen. Darum heisst das Teil Bundeslade, oder? Weil der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, dort drin ist. Und jedes Jahr hat man am grossen Versöhnungstag hat der Hohepriester einen Bock genommen und einen jungen Stier und hat fürs Volk
Sühne erwirkt. Er hat für die Sünde und die Schuld vom Volk die 2 Tiere geschlachtet und hat das Blut von diesen 2 Tieren an diesem einen Tag an den Deckel angeschmiert von dieser Bundeslade. Um so die Schuld zu beseitigen und den Tempel auch zu reinigen von der Sünde vom Volk Israel. Und der Paulus erklärt, was Kreuz bedeutet im Römerbrief. Und er nimmt Bezug auf genau diesen Gegenstand. Und das wollen wir heute auch machen. Das heisst, wir kumpen hin und her, vom Neuen Testament ins Alte zu heute. Und ich habe euch jetzt gewarnt, es ist nicht eine Fast-Food-Predigt, oder? Sondern wir tauchen ein in einen 3-Sterne-Kochtheolog, der Paulus, wie er mit theologischen Inhalt kocht. Sind ihr bereit für das? Sind ihr wach? Weil ihr müsst jetzt wach sein. Ist gut? Also, letzte Woche hat der Ralf die Römerbriefserie vorgesetzt und er hat über Gott geredet und die ersten, sage ich jetzt mal 1 bis 3 Kapitel wie zusammengefasst. Und er hat zusammengefasst, dass der Paulus Gott wie als Richter darstellt. Wie als Richter. Die Predigt müsst ihr euch anhören, ist absolut empfehlenswert. Der Paulus beschreibt die Situation der Menschen vor Gott. Und er kommt zum finalen Statement. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Und der Paulus macht einen krassen Rundumschlag im Römerbrief. Erstens zitiert das Alte Testamentsgesetz und richtet sich an die Juden und er sagt Folgendes im Römerkapitel 3, 10 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Verstand hätte. Da ist keiner, der Gott suchte. Alle sind sie vom Weg abgekommen. Allesamt taugen sie nichts. Da ist keiner, der sich in Güte übte. Keiner, auch nicht einer. Und er redet dort über die Heiden und alle Juden, die das hören in der römischen Gemeinde, sagen, ist ja logisch, die gottlosen Heiden, ist ja logisch, da ist keiner gerecht, aber wir haben das Gesetz. Wir haben das Gesetz. Und dann tut der Paulus den Rundumschlag zu Ende bringen und haut gerade den jüdischen Zuhörer auch noch eins um die Ohren und sagt, ihr habt das Gesetz und sind stolz drauf, aber ihr seid kein Deut besser. Ihr braucht das Gesetz, um andere zu richten, und merkt nicht, dass ihr mit dem Maßstab, den ihr richtet, selber gerichtet werdet. Das heisst, alle sind schuldig. Und er sagt, was das Gesetz schlussendlich dazu da ist, im Vers 19. Das Gesetz ist da, damit jeder, ich finde das Vers super, damit jeder Mund gestopft wird und alle Welt schuldig ist vor Gott. Jedes Maul wird gestopft durchs Gesetz. Es ist wie ein grosser Gerichtssaal. Die Menschheit ist vor Gott auf der Anklagebank. Alle Argumente für und gegen die Menschheit sind gehört worden, aber die Schuld ist erdrückend und man kann nichts mehr hinzufügen, man kann nichts mehr wegnehmen. Jedes Maul ist gestopft. Und wegen dem tauchen wir heute genau in diese Situation ein. Jeder Mensch ist schuldig. Was macht jetzt Gott? Was macht Gott mit dieser Situation? Mit einer schuldbeladenen Welt? Was macht Gott mit einer Welt, die voll ist von Bosheit, wie er sagt? Und es gibt wie 2 Sachen, die Gott machen könnte, oder? Einerseits könnte er jetzt einfach die ganze Menschheit verurteilen. Oder er könnte allen vergeben. Und der Paulus malt wie ein Bild auf und zeigt, Gott ist in einem Dilemma. Gott ist in der Zwickmühle. Seine Gerechtigkeit steht auf dem Spiel. Wenn er jetzt einfach alle Menschen verurteilt, wenn er jetzt einfach sagt, fertig, wenn er jetzt einfach sagt, alle vernichtet, wie kann so ein Gott noch gerecht sein, sagt der Paulus. Ich meine, er hat Israel versprochen, dass er treu ist zu ihnen. Er hat gesagt, ich werde euch treu bleiben, euer Gott bleiben, auch wenn ihr abkommt und so weiter. Und er kann ja nicht Israel jetzt einfach bevorzugen, wenn die nicht besser sind als Nationen, oder? Zudem ist er der Schöpfer von dieser ganzen Welt. Und du kannst nicht eine Welt machen und sagen, ja, es ist jetzt verhunzt, jetzt schmeißen wir alles wieder einen Haufen. Wie kann das gerecht sein? Wie kann das gerecht sein? Auf der anderen Seite kann Gott auch nicht einfach vergeben und einfach seine Augen zumachen vor dem ganzen Unheil und sagen, ach komm, ist ja nicht so schlimm, komm, wir machen weiter. Wenn wir einen Richter beobachten
der einfach vor dem Unheil und vor der Bosheit und vor der Schuld seine Augen zumachen und sagen, ach komm, und es ist, sage jetzt einmal, ein Massenmörder auf der Anklagebank oder ein Vergewaltiger oder ein Kinderschänder, einfach um das Bild ein bisschen überzeichnen, dass wir verstehen, was geht. Wenn der Richter einfach sagt, komm, mach die Augen zu, komm, es ist okay. Dann würden wir alle aufschreien und sagen, hey, nein, es muss Gerechtigkeit annehmen. Das kann man doch nicht machen. Und bei Gott ist es gleich. Wenn Gott einfach sagt, das ganze Leid, das ja zum Himmel schreit auf dieser Welt, komm, Gott seine Augen zudrücken. Das geht nicht, sondern Gott ist nicht gerecht. Wir brauchen einen gerechten Gott. Und das ist das Dilemma, das der Paulus wie aufzeichnet. Und er sagt, Gottes Gerechtigkeit steht jetzt auf dem Spiel. Und jetzt sagt er das Faszinierende, dass Gott seine Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt im Evangelium. Am Kreuz löst Gott das Dilemma. Indem Jesus am Kreuz gestorben ist er einerseits gerecht Gott, weil Jesus die ganze Schuld auf sich nimmt, oder? Und Gott lässt Sünde nicht ungestraft, sondern überträgt die Strafe auf Jesus. Auf der anderen Seite ist Gott gerecht, weil er treu zu seinen Versprechen als Gott Israels und Schöpfer dieser Welt bleibt, weil er allen Menschen eine Lösung offeriert. Er sagt, alle Menschen, die an Jesus glauben, werden umsonst ins Recht gesprochen, rechtfertigt. Römer 3, 22-24. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, oder? Es geht um Gerechtigkeit, die auf dem Spiel ist. Durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst, gratis, werden sie gerecht gemacht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Sagt mal alle, umsonst. Umsonst. Sag mal, umsonst. Umsonst. Gratis. Schau jetzt, wenn es etwas gibt, was du behalten solltest, wenn ich jetzt hier eine Pirouette mache zu der Bundeslade und wieder zum Kreuz, kannst du alles vergessen, aber vergiss das nicht. Es ist umsonst. Das, was Gott durch Jesus am Kreuz gemacht hat, ist umsonst. Und es ist ein Geschenk. Du wirst gratis freigesprochen. Dir wird umsonst vergeben. Und du wirst gratis ins Recht gesprochen. Es ist ein Geschenk, das du im Glauben darfst annehmen. Es ist absolut gratis. Jetzt verstand mich nicht falsch. Es ist zwar gratis, aber nicht billig. Das ist ein riesen Unterschied. Billig ist, wenn etwas keinen Wert hat. Aber dass es für dich und mich gratis ist, hat jemand dafür einen hohen Preis gezahlt. Oder? Es ist nicht billig, aber es ist gratis. Gott hat gegenüber der Schuld dieser Welt nicht einfach sein Auge zugedrückt. Das wäre nicht nur billig, sondern es wäre auch ungerecht. Und es wird nicht einmal ansatzweise beschreiben, was Jesus am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Also, das ist so das Setting. Wie hat jetzt Gott, sagt der Paulus, am Kreuz die Erlösung hergestellt? Römer 3, 25. Der absolute umstrittenste Vers in der Bibel, weil dort geht es um die Wurst, oder? Römer 3, 25. Ihn hat Gott hingestellt, also Jesus, als Sühnedeckel. Wirksam durch den Glauben, durch sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, durch die Vergebung der Sünden. Die Vers gehören wahrscheinlich zu den kompliziertesten und umstrittensten Vers von Paulus. Der Paulus sagt das Unglaubliche. Er sagt, Gott hat Jesus am Kreuz zum Deckel gemacht von dieser Bundeslade. Er hat ihn gemacht zum Sühnedeckel. Und das, was für die Israeliten der Sühnedeckel bedeutet hat, überträgt er auf das, was Jesus am Kreuz für uns bedeutet. Du denkst jetzt vielleicht, was? Jesus ist ein Deckel? Jesus ist der Deckel der Bundeslade. Wieso machen wir das so kompliziert? Wieso können wir nicht einfach sagen, Jesus ist für dich und mich gestorben, Jesus ist das Opfer und jetzt sind wir halt gerettet, wenn wir an das glauben. Wieso lassen wir es nicht irgendwie einfach?
Das ist schon eine gute Frage. Und viele Übersetzungen machen das übrigens auch so. Jetzt die wir gehört haben im Video, die sagen einfach, Gott hat Jesus als Sühnopfer angestellt. Aber das ist auch richtig, verstehen wir nicht falsch, aber es ist nicht vollständig. Das Wort, das dort gebraucht wird, kannst du übersetzen mit Sühnopfer, aber auch Sühndeckel. Und eigentlich sind sich alle Theologen einig, dass der Paulus vom Sühnedeckel redet. Hier. Schau, warum ist der Unterschied wichtig? Warum ist das wichtig? Wenn wir jetzt einfach in der Fast-Food-Manier über den Text drüber lesen und wenn wir einfach im Gerichtsbild drin bleiben, was dort am Laufen ist, dann kommt ungefähr Folgendes dabei raus. Alle Menschen stehen schuldig vor Gott. Alle Menschen haben ein Urteil verdient und Gott spricht das Urteil, schickt sie Henker los, sage ich jetzt mal, und im letzten Moment kommt der einzig Unschuldige im Saal, nämlich der Sohn vom Richter, und sagt, ich übernehme den Ort vom Angeklagten, oder? Und der Richter stimmt zu, lässt das Urteil auf den unschuldigen Sohn. Und alle, die das jetzt glauben, werden freigesprochen, begnadigt, oder? Schau, versteh mich nicht falsch. Versteh mich nicht falsch. Das, was ich jetzt gerade dargestellt habe, ist nicht falsch. Das ist nicht grundsätzlich einfach falsch. Wenn du das verstanden hast, hast du einen wichtigen Teil vom Evangelium verstanden. Ich selber bin so durch eine Erklärung, was am Kreuz passiert ist, zum Glauben gekommen. In dem Moment, wo ich das gehört habe und verstanden habe, Gott liebt mich so sehr, dass er nicht einmal seinen Sohn verschont hat. Er hat seinen Sohn geopfert an meiner Stelle, dass ich freigesprochen werden kann. Als ich das zuerst mal gehört habe, sind mir die Augen aufgegangen. Oder? Dann bin ich begeistert gewesen. Ich dachte, wow, das ist ja fantastisch, oder? Aber schau, ich möchte dir heute die Augen öffnen für das, was am Kreuz passiert ist. Weil das, was der Paulus sagt, ist am Kreuz passiert, ist mehr als das, was einfach in einem Gericht passiert. Nochmal, die Deutung mit dem Gerichtssaal ist nicht falsch. Fast Food ist nicht per se einfach falsch. Manchmal brauchen wir schnell das Bewerten, das, was wir kennen, wenn wir Hunger haben. Und so ist es im Glauben auch. Aber Fast Food, immer nur Fast Food, ist nicht gesund. Immer nur Fastfood ist einseitig, weil es unausgewogen ist. Versteht ihr? Und genauso ist es mit dem Glauben auch. Warum ist die Sicht vom Gerichtssaal ungesund? Oder warum kann sie nur isoliert betrachtet ungesund werden? Sind ihr noch da? Schau, wenn du Gott nur als Richter anschaust, und Jesus als Opfer, das dich vom Urteil befreit, das der Richter über dich ausgesprochen hat. Wenn wir das einfach nur so denken, dann stellen sich wichtige und berechtigte Fragen ans Bild von Gott, das dort vermittelt wird. Weil man muss sich fragen, wenn man das so denkt, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der nicht vergeben kann, ohne dass vorher ein Opfer stirbt? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Ist das ein beleidigter Gott, der so hässig ist auf die Welt, so zornig ist auf die Schuld dieser Welt, beleidigt und rasend ist vor Wut und es muss irgendjemand sterben und jemand unschuldig. Und dann ist es halt sein Sohn. Damit er vergeben kann. Gott verlangt von uns, dass wir umsonst vergeben. Kann er das denn nicht? Wir sollen umsonst vergeben. Kann Gott selber das nicht? Was ist das für ein Gott, der hier vermittelt wird? Und dann die Spruch von dem Blut und Opfer. Ich meine, wir sind ja in Basel alles Vegetarier, oder? Wir können uns das fast nicht vorstellen. Opfer mit Blut. Ist Gott blutrünstig? Braucht Gott Blut, das er besänftigt ist? Oder? Das sind Fragen, die theologisch entscheidend sind, weil es dort unser Gottesbild formen, oder? Und es gibt Leute, die sagen, mit dem kann ich nichts anfangen.
Mit dem kann ich nichts anfangen, mit so einem Gott, der hier vermittelt wird. Vielleicht gehörst du zu denen. Jetzt, zu so einem Schluss kommt man nur, wenn man etwas Entscheidendes nicht verstanden hat. Und ich möchte, dass wir das jetzt auch verstehen. Das ist entscheidend. Schau, wenn der Paulus oder sonstige Autoren im Neuen Testament über die Bedeutung von Jesus am Kreuz reden, brauchen sie verschiedene Bilder. Mit Betonung auf verschiedene, mehrere Bilder, die die Menschen damals haben können verstehen. Zum Beispiel das Bild von einem Gericht. Zum Beispiel Bilder aus dem Alten Testament. Und ich mache euch jetzt einmal ein paar Beispiele. Jesus wird als Anwalt dargestellt im Neuen Testament. Aber es bleibt nicht nur im Gericht, das Bild, sondern es wird auch auf den Tempel übernommen. Oder? Und Jesus ist auch der Hohepriester, der die Sühne erwirkt im Tempel, wo wie als Anwalt auch, aber noch mehr, Gottes Volk vertritt vor Gott. Dann ist Jesus nicht nur der Hohepriester im Neuen Testament, sondern er ist auch das Opfer. Das Tier, das geschlachtet wird, sein Blut. Ja, also was ist er jetzt? Ist er jetzt der Hohepriester oder ist es Tier? Ist Jesus jetzt der das Tier schlachtet oder ist Jesus das Tier, ja, was meinst du jetzt Neues Testament? Jesus wird noch weiter als Erlöser dargestellt. Und das ist ein Bezug auf einen Sklavenmarkt, wenn einer freigekauft wird, der Sklave ist. Wenn Jesus als Erlöser dargestellt wird, nimmt es Bezug auf das Alte Testament, auf den Exodus, wo Israel in der Sklaverei war, in Ägypten, oder, und befreit worden ist durch Gott. Und das ist eine wichtige Erkenntnis zum Wissen, wenn wir über die Bedeutung vom Kreuz reden. Schau, das Kreuz, der Tod von Jesus am Kreuz, ist so allumfassend, ist so unglaublich vielseitig, ist so einzigartig, dass kein Bild für sich allein genommen vollständig dem gerecht wird. Jedes Bild hat zwar seine Berechtigung, aber jedes Bild für sich allein betrachtet kommt zu kurz. Das Kreuz ist immer grösser als die Erklärung, die du findest. Das Kreuz ist immer umfassender. Das Werk von Gott ist immer grösser und besser und gedankensprengender, als dass wir das überhaupt uns vorstellen können. Schau, weil wenn wir das nicht wissen, Leute, dann es gibt Leute, die reiten ein Bild bis zum Tod. Oder die sagen, bleiben so im Gerichtssaalbild hängen, dass sie den Johannes 3,16 zitieren, ich habe euch das einblenden. Denn Gott hat die Welt so sehr gehasst, dass er seinen einzigen Sohn tötete. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Natürlich steht das nicht in der Bibel, oder? Das habe ich jetzt reingefügt, oder? Das ist nicht, aber verstehst du, was für ein Gottesbild da transportiert wird, wenn du ein Bild vom Kreuz überstrapazierst? Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, das kann nicht sein, und Gott mit Blut und Gott mit Sühne, das können wir auch nicht mehr haben. Wir lassen einfach alles weg. Und ich glaube, beide Extreme haben nicht verstanden, dass das Neue Testament mehrere Bilder braucht, um etwas Einzigartiges darzustellen. Schau, das, was mit Jesus am Kreuz passiert ist, hat es noch nie gegeben in der Geschichte und wird es auch nie mehr geben in der Geschichte. Das heisst, alle Bilder, die wir brauchen, um das zu beschreiben, sind nicht da. Es ist ein Abbild davon, ein Schatten davon. Und das ist wichtig zum Wissen. Und genau das macht Paulus hier auch. Er sagt, Jesus ist der Deckel. Jesus ist der Deckel. Lasst uns zusammen eintauchen ins Alte Testament, wo der Deckel beschrieben ist, wo Gott Mose sagt, was der Deckel überhaupt für eine Bedeutung hat. 2. Mose 25, 21 bis 22. Gott redet zu Mose. Und setze die Deckplatte, also das Teil, oben auf die Lade. Und in die Lade lege das Zeugnis, das ich dir geben werde, die 10 Gebote, der Bund. Oder? Dann will ich dir dort begegnen und mit dir reden von der Deckplatte herab zwischen den 2 Cherubimen hervor. Die Cherubim, das sind die 2 Engelsgestalten. Gott sagt, Mose, das Gesetz dort rein. Mach den Deckel drauf.
Und von diesem Ort, Mose, will ich dir begegnen und zu dir reden. Warum soll der Mose das Gesetz in den Laden rein tun? Warum? Weil wir wissen, was das Gesetz macht. Es stopft dein Maul. Es klagt dich an. Es zeigt dir deine Fehler auf. Das heisst, der Deckel, der die Lade zumacht, bedeckt das Gesetz, bedeckt die Anklage, die gegen dich wäre. Später muss der Mose noch einen Krug voll Manna rein tun und den Stab vom Aaron. Der Krug vom Manna bedeutet Gottes Versorgung, aber es bedeutet auch die Undankbarkeit vom Volk Israel, weil sie undankbar sind für das Manna. Und der Stab Aaron bedeutet Rebellion. Und Gott sagt jetzt, leg all das dort rein, wo gegen dich urteilt und gegen dich richtet. Leg all das in meine Gegenwart, unter den Deckel, wo dich in der Vergangenheit anklagt, wo dir sagt, dass du undankbar und rebellisch bist. Leg alles in meine Gegenwart unter den Deckel. Und von diesem Ort will ich dir begegnen und zu dir reden. Von diesem Deckel her. Und wenn der Paulus jetzt sagt, Jesus ist der Deckel, Jesus ist der Sühnedeckel, dann sagt der Paulus mit dem, dass Jesus am Kreuz der Ort ist, wo all deine Fehler, all deine Undankbarkeit, all deine Rebellion, alles, was dich anklagt und gegen dich redet, bedeckt wird. Das Kreuz ist der Ort, wo all deine Schuld, deine Scham bedeckt wird. Jesus ist der Ort, wo Gott zu dir will reden und dir begegnen. Jesus am Kreuz ist der Ort, wo Gott am lautesten redet. Wenn du willst wissen, wo Gott redet, ist Gott leislich, wo höre ich Gott, schau zum Kreuz, schau Jesus am Kreuz an. Das ist der Ort, wo er dir will begegnen und zu dir will reden. Und weiter sagt der Paulus, Jesus ist nicht nur der Deckel, sondern durch sein Blut kommt Vergebung von der Sünden und Reinigung von der Sünden. Oder so wie in dem Versöhnungstag, wo jedes Jahr ein Bock und ein junger Stier geschlachtet wird und das Blut wird an den Deckel geschmiert. Jetzt, Paulus, was meinst du jetzt? Ist jetzt Jesus der Deckel oder ist er jetzt Tier? Ich habe noch nie gesehen, einen Deckel bluten, oder? Sind noch da? Ich habe das Gefühl, ich bin im Nirvana vom Alten Testament abgetaucht und ist alles gut? Ja, was ist er jetzt? Ist jetzt Jesus der Deckel oder ist er jetzt das Tier, wo man das Blut dran schmiert? Was ist, wenn der Paulus sagt, beides? Was ist, wenn er sagt, beides? Warum? Weil das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, mehr ist als irgendein Bild für sich allein genommen. Das, was Jesus am Kreuz für dich und mich gemacht hat, ist universal, überbietend für alles, was uns wir je vorstellen können. Jesus ist nicht nur der Hohepriester, der das Opfer in den Tempel bringt. Jesus ist nicht nur ein Opfer, das geschlachtet wird und das Blut dran geschmiert wird. Jesus ist nicht nur der Deckel. Jesus ist alles. Jesus Christus am Kreuz ist der Ort, wo all deine Fehler bedeckt werden, wo du gereinigt wirst, wo deine Scham bedeckt wird und der Ort, wo Gott zu dir möchte reden und dir begegnen. Siehst du, was der Paulus hier macht? Siehst du, welchen Reichtum er im Weg von Jesus zeichnet? Was für ein Ausmaß er uns will vor Augen malen. Und ich möchte dich heute herausfordern, den Paulus ernst zu nehmen. Und dich herausfordern, nicht einfach nur bei einem bekannten Bild zu bleiben, in einem Fast-Food-Modus zu bleiben, sondern dass du deine Augen aufmachst für das allumfassende Werk von Jesus am Kreuz. Und das ist wichtig. Schau, wenn du nämlich Gott nur als Richter betrachtest und Jesus nur als Opfer betrachtest, der dich befreit vor dem Urteil vom Richter. Wenn du es nur so siehst, wie gesagt, das ist nicht falsch, aber wenn du es nur so siehst, was passiert? Du wirst freigesprochen vom Urteil, das ist fantastisch. Du wirst losgelassen, du wirst begnadigt, ist alles gut und fantastisch. Aber was passiert? Die Bewegung von dir und dem Richter ist auseinander.
Weil du wirst frei gesprochen. Du darfst gehen. Und das, was wir machen, wir laufen weg von dem Richter. Weil, wenn ich noch mal etwas falsch mache, bin ich wieder dran, oder? Verstehst du, das Bild ist nicht nur schlecht, aber nur das Bild ist schlecht. Weil du laufst weg vom Richter. Die Distanz nimmt zu. Aber das andere Bild ist das vom Sühnedeckel. Der Ort, wo Gott dir will begegnen. Der Ort, wo deine Sünden zwar bekannt sind, aber in seiner Gegenwart aufgehoben sind. Der Ort, wo alles entblößt ist, wo du eigentlich nackt vor ihm stehst, aber er dich annimmt, wie du bist. Und der Ort, wo er zu dir will reden und dir will begegnen. Und du siehst, die Richtung ist in eine andere Richtung. Wir gehen zu Gott an. Wir gehen zu dem Gott an, der das gemacht hat in Jesus. Schau, du bist freigesprochen, nicht um dich zu entfernen, sondern du bist freigesprochen, um dich anzunähern. Er möchte dich befreien und dir begegnen. Und ich möchte, dass wir Johannes 3,16 richtig verstehen. Ich lese es nochmal richtig. So hat Gott die Welt geliebt. Geliebt. Er will Nähe mit der Welt. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will eine Liebesbeziehung mit der Welt. Dass er es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist auch das, was der Paulus will deutlich machen. Gott vergibt nicht nur unsere Schuld durch Jesus. Gott spricht uns nicht einfach nur frei durch Jesus, dass wir weggehen können. Gott zieht uns zu sich am Kreuz. Gott zieht uns zu sich am Kreuz. Schau, für den Angeklagten passiert mehr als einfach nur ein Freispruch am Kreuz. Sondern es passiert eine Rechtfertigung. Schau, eine Begnadigung ist super. Du kannst gehen und bist frei. Aber das, was der Paulus sagt, ist, du wirst gerechtfertigt. Du bekommst einen neuen Status. Du wirst nicht nur freigesprochen, sondern du wirst ins Recht gesetzt. Du bekommst den Status, den Jesus hatte. Jesus ist ein Sohn von Gott. Das heisst, du bekommst den Status von einem Sohn oder einer Tochter von Gott. Und nicht durch das, was du leistest, nicht durch das, was du falsch gemacht hast oder nicht, sondern es ist einfach ein Geschenk. Du wirst einfach angenommen, wie du bist, in seine Gegenwart, wo alles aufgehoben ist, wo kein Scham ist. Du bekommst seinen Status, du wirst in sein Recht da, du wirst gerechtfertigt. Und das gratis. Halleluja. Und du merkst, Bewegung ist an. Was darf ein Sohn machen? Was darf eine Tochter machen von einem Vater? Es darf die Nähe suchen. Was darf ein Sohn und eine Tochter wissen? Dass sie bedingungslos angenommen sind. Die Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind basiert wirklich nicht auf das, was man macht. Natürlich ist das wichtig. Wenn meine Tochter nicht die ganze Zeit, hat das Konsequenzen, aber doch nicht auf meine grundlegende Beziehung zu diesem Mensch. Die besteht, ob sie das will oder nicht. Du bekommst den Status, wo Jesus zusteht.